Herzlich willkommen beim Burgenlexikon von Matthias Helzel alias der Burgenmeister. H wie Horden. Der Begriff Horden stammt vom althochdeutschen Wort hört oder hört ab, welches Flechtwerk oder kleine Brücke bedeutet. Ursprünglich bezeichnete es ein aus geflochtenen Zweigen bestehendes Gerüst oder Bauwerk, das oft als Brücke oder zur Befestigung von Mauern diente. Diese Technik war im mittelalterlichen Bauwesen verbreitet und fand sowohl in der Verteidigungsarchitektur als auch im Brückenbau Anwendung. Flechtwerk und Horden zur Verteidigung einer Burg. In mittelalterlichen Wehrbauten, wie Burgen oder Stadtmauern, bezeichnet man als Horden hölzerne Verteidigungsgänge, die über die Mauer hinausragen. Diese Konstruktionen konnten entweder als einzelne, erkerartige Elemente angebracht sein oder als durchgehende Gänge entlang der Außenseite von Mauern oder Türmen, wie dem Bergfried, verlaufen. Die Horden ragten dabei mehrere Meter über die Mauer hinaus, wodurch Verteidiger sowohl durch Schießscharten als auch durch Bodenluken direkten Beschuss oder Bewurf auf Angreifer ausüben konnten. Diese Anordnung bot eine effektive Möglichkeit, den unteren Bereich der Mauern zu verteidigen. Linkes Bild: Die Horde ragt über die Wehrmauer heraus und ist mit einer Scharte mit Klappe versehen. Rechtes Bild: Auch Öffnungen im Boden der Horde sind möglich, um zum Beispiel Steine auf die Angreifer herunterwerfen zu können. Überdachte Wehrgänge, Horden, traten vermehrt ab dem Spätmittelalter in Erscheinung, obwohl sie bereits seit dem 12. Jahrhundert nachweisbar sind. Ihre verstärkte Nutzung ab dem Spätmittelalter ist eng mit der Weiterentwicklung von Belagerungstechniken und der zunehmenden Notwendigkeit einer verbesserten Mauerverteidigung verbunden. Auch im 15. Jahrhundert und teils im Festungsbau der Renaissance fanden diese als Kampfhäuschen oder Plochwerk, auch Blochwerk genannt, bezeichneten Horden weiterhin Anwendung. Horden bzw. Kampfhäuschen am Pfalzgrafenstein im Rhein. Als Doppelhorden bezeichnet man Horden, wenn diese hölzernen Vorbauten über zwei Geschosse hinweg angelegt sind. Diese spezielle Bauweise ist vor allem bei Bergfrieden, wie beispielsweise bei der Burg Neuhaus an der Waldnaab, sowie bei Schildmauern nachweisbar. Doppelhorden boten somit eine erweiterte Verteidigungsplattform. Ein Beispiel für einen Bergfried mit Doppelhorden ist der Turm der Burg Neuhaus an der Waldnaab, der heute als Butterfassturm bezeichnet wird. Der obere Teil des Bergfrieds verjüngt sich im Vergleich zum unteren, was zu dieser Bezeichnung führte. Der Bergfried war über die Doppelhorden mit dem Wehrgang der Ringmauer durch eine kleine Brücke verbunden. Die obere Horde konnte nur über eine Leiter oder Treppe erreicht werden, da es im Inneren des Turmes keine Verbindungstreppe gab. Erst im zweiten Geschoss des Turmes befand sich eine Leiter, die den Zugang zur Wehrplattform, dem obersten Geschoss des Bergfrieds, ermöglichte. Rekonstruktion der Doppelhorden am Bergfried der Burg Neuhaus an der Waldnaab. Spätestens nach dem Dreißigjährigen Krieg verschwanden die Horden, während das Mauerwerk des Turmes erhalten blieb, was ihm schließlich den Namen Butterfassturm einbrachte. Ich bedanke mich für das Schauen des Videos und ich hoffe, ich konnte Ihnen etwas Burgengeschichte, Burgenwissen näher bringen. Ihr Matthias Helzel alias Burgenmeister.